Für die, die mich kennen, die wissen, dass ich mein Leben lang ganz stark und auch heute noch am Fußball engagiert bin und viel Zeit daran verbringen. Das hat natürlich auch ganz viel Spaß macht. Mir wird auch ganz viel Verantwortung an Arbeit mit sich bringt. Ich gebe dann noch zum Schluss auch eine neue Idee mal dranbringen, eine interessante Idee, die wir heute noch nicht hören, die ein bisschen auch vielleicht revolutionär ist, mit soll ich mal auch andere Ideen gesehen, wie die Wehr, die wir schnell gute Brett getrippelt tun. Mir ganz viel über die verschiedenen Facetten geschwärzt von den Jungen an der Schule und dann auch am Sport niewelächt. Wat mir am Anfang opgefallen ist, wie ich das präpariert habe, vier Gäste haben eine Debatte über das Wohlbefinden von den Jungen. Wir haben darüber geschwärzt, dass man da haut, wenn er sagt, neins, dass man Probleme haben, weil mental Gesundheit, Wohlbefinden von den Jungen ist nicht mehr so gut, wie sie Molenke war. Die geht drauf. Und ich meine, gerade da spielen Sportvereine, der Sport und der Verein, die zwei Sachen, eine ganz, ganz große Rolle. Weil neben dem Punkt, dass natürlich der Sport wichtig ist, für fit zu sein, für gesund zu sein, haben wir den anderen Aspekt auch vom Verein, von zusammen kämpfen, trainieren, an einer Equipe sich engagieren. Das ist eine Frage von Zusammensinn, das ist eine Frage von Equipesport, das ist eine Frage von sozialen Kompetenzen, die ganz klar die auf Vereinen aktiv sind, Equipen aktiv sind, kriegen. Es ist eine Frage von Integration, gerade zu Lützeburg. Das wird immer gesagt, das ist auch so. Die Vereine, die wir haben, spielen eine enorm wichtige Rolle für unsere Gesellschaft. Und darüber hinaus gehen uns Kinder natürlich auch Tugenden gelehrt, die ganz wichtig sind für nur am Leben, sowohl am Beruf wie auch privat zu realisieren. Sie kriegen Ehrgeiz an den Kompetitionen, sie können lernen, sich viel zu bereden, sich zu konzentrieren. Das ist auch eine Frage von Disziplin, die du nur auch zum Beispiel an der Schule kann helfen, wenn ihn der Rand der Häuser betrennt oder schneit oder kalt oder warm ist, der Baus dem Fußballsterra oder an einer Halle, dann ist es nicht gerade so, muss auf Training gehen. Und ich muss Summe rappen an dat konsequent mischt. Dat hilft immens. Und ich meine die Struktur, die ein Verein, ein Sportverein kann bieten, das wirklich etwas, was zu einer besseren Gesellschaft feiert. Und dafür, also der Neisner ganz gut, wenn so viel Kanner wie möglich, wenn all Kanner am besten an einem Sportverein aktiv sind. Das ist das Ziel. Leider sind wir weit davon weg. Das ist nicht der Fall. Da gibt es verschiedene Gründe. Und der Grund, ich meine, von den Hauptgründen ist ganz einfach den, dass wir an Grenzen stoßen am Moment von den Kapazitäten, die wir haben. Das heißt, Sportvereine, gekoppelt mit Benevolat, den der Hand sticht, meistert das ganz nicht mehr. Wir haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte eine Bevölkerung, die ganz stark geworden ist. Wir haben auf der anderen Seite 12 Sportvereine, die nicht geworden sind, die sogar auf viele Plätze raufgegangen sind. Und ich will euch ein Beispiel sagen. Die Stadt Lützeburg hat für 25 Jahre 80.000 Einwohner und es 140.000. 12 von Fußballvereinen waren für 25 Jahre 13 und es 7. Und das liegt nicht daran, dass nicht genug Kanner da sind, die Fußball spielen. Mir liegt daran, dass einfach immer Männer Leute Zeit tun, bereit sind, Kenntnisse haben, für sich freiwillig auf Vereine zu engagieren. Und das ist ein Riesenproblem. Und das tun wir auch auf anderen Plätzen am Land. Am jungen Moment tun wir pro Jahr am Durchschnitt 1, 2 Fußballvereine, die verschwonnen. Wir haben auch über die letzten Jahre am Basket kein Verein dabei gekriegt. Am Handball, wenn ich ein beikommen, mir auch da als Situation, wenn man das vergleicht, mit einer Situation so 1990 hat man 350.000 Einwohner, da kommen wir auf 700.000 Einwohner. Dann müssen die 12 Vereine ja proportionell auch hochgehen. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, da fehlt etwas. Und das ist ein größtes Problem. Und dann haben wir Konsequenzen davon. Die Konsequenz davon ist, und ich weiß, wovon wir schwätzen, dass ganz viele Vereine Werdelisten haben. Ja? Ich weiß, in einer Gemeinde, durch den Basket eng Werdelist, durch den Volleyball eng Werdelist und durch den Fußball eng Werdelist. Das heißt, von der Kampf will du melden, dann ist im Prinzip mal sie voll, wir müssen gucken, die muss werden.
wann kann der senger anderer Gemeng du will kommen, da geht nach mich schwierig, weil natürlich so die Vereine meistens ja war der Gemenge muss Priorität gehen, denen kann er die an der Gemeng wohnen. Gemeng die unterstützt, das ist logisch. Nu ginn dawer Gemengen die UK Sportsverein. Ech wurden aktuell an einer Gemeng, du gët ke Fußball, ke Volleyball, ke Basket, ke Pingpong. So du ginn die Kanner gerat nopech Gemeng kreen se gesot, die könnt net kommen oder mün eng Werde lecht, fleicht, folget Platz frei, ginn die anderen nopech Gemeng zelwech, dat sie war zelwicht. Das mégem Verein sind packet ne méi. Packet ne méi. Und das ist ein ganz großes Problem. Und Vereine kreen die Verantwortung nicht mehr gestemmt, obwohl die Leute, die an den Vereinen arbeiten, enorm Arbeit machen, enorm engagiert sind, sie kreen nicht mehr gestemmt. Und ich kenne bald alle gut, die Leute hier im letzten Land, die kommen, die am Fußball aktiv sind. Es ist so. Wir haben 300 Kanner am Fußball, 300 bei uns. 30 Trainerinnen. Und du ginnt noch die nach mir groß. Wie will der dat bin ich wohl machen? Und dann haben wir auch die Sache. Du noch die Fehde wie so auf dem Fußballster, wie wann die mir weit das, wen organisiert dat? Alles das sind immens kompliziert Sachen. Und ich mengen, dass man muss bewusst gehen, dass man muss wirklich Sportsvereine viel mehr stärken. Das geht doch gemacht, Herr Micho, das ist ganz gut. Aber nach mir, ich menge noch. Und dafür habe ich auch eine Emotion, die unter anderem das fordert, dass wir als Sportsvereine noch mehr stärken. Und der zweite Punkt, das ist eben das, wo ich wollte, die Idee, die ein bisschen mehr weit geht. Ich meine, dass langfristig die Situation nicht besser ist. Weil wir werden noch langfristig immer Männer freiwillig erfahren, die bereit sind, an einem Verein über Jahre, Jahrzehnte sich zu engagieren. Das geht immer Männer. Das ist die Realität, überall. Das heißt, ich meine, wir müssen ganz umdenken. Und die Idee, die ich habe, dass die Idee, dass wir ein bisschen hingehen, ob ein Modell, den ihr vielleicht kennt, des amerikanischen Filme, wo man an der Primärschule bis zum Alter von 12 Jahren gibt dann der Sport nicht mehr an einem Verein gemacht gehen, wir am Kader von der Schule. Sodass all Kant an der Primärschule am Anfang vom Jahr sich an eng Sportart von bis kann anschreiben, und dann müsste die Sportart am Kader von der Schule ob manst bis zum Antritt an der Liste, und da muss ich gucken, wer nicht weiter möchte. Das hätte für die, dass all Kant Sport machen, gut enkadriert, und dass die Vereine, die das nämlich stemmen wären, aus der Verantwortung, die sie nämlich können leisten, rausführen. Und ich meine, dummer da könnte man ganz viel erreichen, dann hätten wir auch andere Kompetitionen, da wäre natürlich nämlich den FC so, geht den FC so, da wäre Schule, X geht Schule Y, geht der Japan, geht der USA, geht auch an andere Länder in Osteuropa. Ich meine, das ist eine Idee, die es wert für Enkel zu analysieren, an den Tat zu fassen, so nicht, dass das die Lösung von allen Problemen ist, und dafür fordere ich an dieser Motion auch, dass man eine Analyse über die Idee gemacht.